presented by Funtime from Stefan Schuljak and Alexander Catalina. Now the officials zu den offiziellen Punktrichter dieses Kampfes werden sein Frank-Michael Maas, Andreas Schweiger und Thomas Künzel, all from Germany, alle aus Deutschland. The man in the ring, the referee in charge. René Fiebig also from Germany. Und nun zu den Kämpfern, now the fighters. The fighter in the blue corner is 35 years old, 1,83 m, 99.9 kilograms, 35 Jahre alt, 1,83 m, 99,9 Kilogramm. Die Kampfbilanz, 31 Kämpfe, 21 Siege, 2 Unentschieden bei 14 Knockouts. 31 fights, 21 victories, 2 draw and 14 wins by the way of knockouts. In seiner Ecke, in the corner, is Coach Harold Volbrecht. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, from South Africa, Johnny the Hurricane Müller. Sein Gegner in der roten Ecke, the fighter in the red corner, ist 24 Jahre alt, 1,94 m groß, 103,3 Kilogramm schwer, 24 years old, 1,94 m, 103,5 kilograms. Die Kampfbilanz, undefeated, ungeschlagen, 14 Kämpfe, 14 Siege, 11 davon durch Knockout. 14 fights, 14 victories, 11 by the way of Knockout. In seiner Ecke sein Trainer Ivan Duvancic und Catman Thilo Kutler. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, from Croatia, Split, in the red corner, welcome to Berlin, Peter Milas. Der Kampf ist angesetzt auf 8 Runden, 8 rounds of boxing. The fighter to the center, die Boxer zur Mitte. Fight after rules, attention, my commands all the time. Fight clean and fair. Touch gloves. Good luck. Die Kämpfer sind bereit. The fighters are ready. So let the fight begin. Peter Milas hat zweifelsohne das Zeug, um in naher Zukunft in der europäischen Spitze mitboxen zu können. Mit Blick ganz nach oben würde ich sagen, dann interessieren ihn auch ein IBO International oder WBC Mediterranean Titel nicht mehr an. Dabei ist er auf einem guten Weg, wie seine vorzeitigen Siege über Kevin Johnson und Dennis Baktov bewiesen haben. Aber es ist heutzutage schon nicht mehr einfach für Alexander Petkovic und Nadine Rasche Gegner zu finden. In den vergangenen Monaten haben mögliche Aspiranten gleich reihenweise abgesagt. Also ist man in Südafrika fündig geworden. Johnny Müller ist ein erfahrener Bursche, der schon einige große Namen nicht nur geboxt, sondern auch geschlagen hat. Und Müller will sich nach einer längeren Pause nur im Schwergewicht beweisen, ähnlich wie das auch Milas getan hat, als er vom Cruisergewicht ins Schwergewicht gewechselt ist. Milas in der schwarz-silbernen Hose und der Hurricane in weiß. Hurricane Johnny Müller. Der Kampf wird auch live im kroatischen Fernsehen übertragen. Ja, Johnny Müller ist zumindest bemüht, hier den Kampf offen zu gestalten, erstmal in der Anfangsphase. Arbeitet hier viel mit seiner Linken. Ist natürlich einiges kleiner als Peter Milas. Aber er hat gesagt, er fühlt sich wohl im Schwergewicht. Er war ja schon mal in früheren Zeiten südafrikanischer Meisterschwergewicht, hat dann abgespeckt aufs Cruisergewicht. Kassiert jetzt erstmal 2, 3 harte Schläge von Milas.
Linksausleger, der Kroate. Immer eine gute Deckung, Milaš. Also die erste Runde ist rum, ohne hier groß nur für die eine oder andere Seite ausgeschlagen zu sein. Ausgeglichen das Ganze. Bei der Ritz und bei Carsten Marek. Für 500 €, die gehen direkt in die Ecke von Peter Milas. Dankeschön an die Ritz in Hamburg, Dankeschön Carsten Marek. Peter Milaš ist die Nummer 2 in der kroatischen Boxrec-Rangliste. Nummer 1 ist Filip Rokovic. Große Nachwuchshoffnung im Schwergewicht, holte 2016 in Rio die Bronzemedaille im Superschwergewicht. Verloren im Halbfinale gegen den späteren Olympiasieger Tony Yoka aus Frankreich. Er ist inzwischen auch Profi geworden, hat alle seine 7 Kämpfe gewonnen. Zuletzt vorzeitig gegen Alexander Dimitrenko und gegen Michael Walisch. Und dieser Peter Milaš, der hat durchaus das Zeug auch relativ flott ganz weit nach vorne zu kommen. Dritter Mann im Ring. René Fibich. Er ist etwas schneller als Müller, der Peter Milaš. Nutzt natürlich jetzt hier auch seine Reichweitenvorteile. Jetzt hat er auch die Auslage gewechselt. Ja, guter Treffer jetzt hier von Müller. Der versteckt sich nicht, der versucht ja schon, Druck auf Milaš auszuüben. Und er hat gesagt, ich bin erst 28 Jahre alt, also da habe ich schon noch eine Zukunft vor mir. Der Kampf ist auf 8 Runden angesetzt. Ja, aber Johnny Müller, wie gesagt, hier offensiv nach wie vor zu Werke gehend. Jetzt noch mal schön mit der rechten zum Kopf von Milaš. Also bislang der Kampf ausgeglichen. Johnny Müller kommt aus Roteport, Vorort von Johannesburg. Ist zurzeit die Nummer 1 im südafrikanischen Schwergewicht, wobei man sagen muss, dass Afrika also deren Jungs schon mal besser bestellt waren, mit beispielsweise Franz Botha oder dem Weltmeister Gary Kusi.
Und vor allen Dingen auch Corey Sanders, Kusi holte sich den WBA-Weltmeistergürtel 1983 mit einem Sensationssieg, damals über Michael Dokes, vorhin ein Jahr später gegen Greg Page und Corey Sanders. Viele werden sich daran erinnern, gewann den WBO-Titel 2003, genauso sensationell in Hannover gegen Wladimir Klitschko, verlor anschließend gegen Guter Vitali um die WBC-Krone. Tragisch, er wurde 2012 bei einer Familienfeier von 3 Gangstern erschossen. Corey Sanders, ganz sympathische Erscheinung war das. Dann Nummer 1 in Südafrika, Johnny Müller gegen Peter Milasch. Ja, schöner kurzer Haken, linker zum Kopf von Müller. Müller wird trainiert von Harold Vollbrecht, war ebenfalls ein ausgezeichneter Berufsboxer, 54 Kämpfe, 47 Siege. 1980, da kämpfte er gegen Mark Breland um die Weltmeisterschaft im Weltergewicht. Verlor, aber war einer der ganz hoch angesehenen Boxer seiner Zeit. Ja, so darf man jetzt den Milasch da nicht zu Werke gehen lassen und weg vom Ring. Seil auf alle Fälle, sich bewegen, das ist wichtig. Keine Angriffsfläche bieten, wie er es gerade gemacht hat, der Johnny Müller. Und den Split, Peter Milasch. Ganz fairer Kampf bislang, keine Arbeit für René Fiebig. Und die rechte zweimal zum Kopf nochmal von Müller. Und dann mit der linken nachgezogen, die rechte nochmal zum Kopf. Also langsam kommt ein Fahrt, der Peter Milasch. 45 Sekunden noch in der dritten Runde. Ja, die rechte, die kommt jetzt immer häufiger. Wieder Auslagenwechsel zwischendurch. Bei Milasch, das heißt die linke ist jetzt die Führungshand. Lässt er den Müller ein paar Mal ins Leere laufen. Also Runde 3 geht auf alle Fälle für mich an Peter Milasch. Johnny Müller ist seit 2009 Profi. 2010 wurde er schon mal südafrikanischer Meister im Hartschwergewicht. Hier nochmal die guten Szenen von Milasch in Runde 3, wo er doch hier häufig durchgekommen ist und der Müller einige harte Dinger einstecken musste. Hier sieht man auch in der Ecke Diskussion, Junge, du musst deine Deckung stabilisieren. Harold Vollbrecht. 2011 die erste Niederlage im 12. Kampf für Müller gegen Chipang Mohale. Er hat auch zweimal gegen Rainer Liebenberg verloren, den wir heute ja im Hauptkampf noch gegen Nick Hannig sehen werden. Wobei im ersten Kampf das eine ganz knappe Sache war.
Ja, seitdem wir jetzt wirklich 10, über 10 Kilo zugenommen. Johnny Müller, schneller geworden ist er nicht. Ja, wackelt jetzt halt auch ein bisschen nach dem Treffer von Milas. Er hat sich jetzt gut auf Müller eingestellt. Mal wieder. Jetzt mit der linken nach vorne. Bums, ganz kurz. Die Stärke von Milas ist ja, dass er in beiden Fäusten eben Dynamit hat. So, jetzt mal wieder Rechtsauslage. Versucht er den Müller da ein bisschen durcheinander zu bringen. Hat ja auch ein paar Mal ganz gut geklappt mit seinen Treffern. Oh, 2 harte Dinge auf der Innenbahn. Da steckt das Ding weg. Und die Dinger. Ja, ein guter Prüfstein für Peter Milas, dieser Johnny Müller. Kann einiges verkraften. Ist einer, der trotzdem mutig nach vorne geht. Versucht Milas zu beschäftigen. Wieder von der Ringmeter aus, ja. Milas nicht ganz das Heft des Handelns überlässt, sondern seinen eigenen Stiefel da durchzieht. In 2014 gewann Müller den WBC Silber National Gürtel gegen Wilberforce Chiheppo aus Namibia, der kurz davor gegen Arthur Abraham, der heute ja auch in der Halle ist, über die Runden gegangen war. Und dann kam ein sensationeller Sieg über Kevin Lerena, heute amtierender IBO-Champion. Hat gerade Arthur Mann und Sefer Seferi geknackt. Und über den polnischen Weltklassemann Mateusz Masternak. Danach, als wirklich alles auf eine WM dazu lief, Niederlagen gegen Alexander Usyk, okay, das kann passieren. Der überragende Mann der letzten Jahre im Cruisergewicht, der jetzt ins Schwergewicht gewechselt ist. Dann gab es einen Sieg hier in Runde 3, dann gegen Mickey Nielsen in Dänemark und die Revanche von Kevin Lerena, die ging auch in die Hose um die südafrikanische Meisterschaft im Cruisergewicht. Also er hat das Zeug, gegen gut auszusehen und auch zu gewinnen. Die Geld ist an der Beständigkeit, der Müller. Kampf plätschert jetzt so ein bisschen vor sich hin.
sah in der dritten Runde mal ganz gut aus. So, jetzt mal guter Treffer wieder von Milas. Also sobald der Druck ausübt, kommt der Müller da doch ein bisschen ins Wanken. Ja, da funkt schon ganz schön, wenn die einschlagen hier, diese Schläge von Milas. Ja, aber der Müller, der lässt sich hier nicht aufhalten. Er versucht immer wieder den Milas da in die Bredouille zu bringen. Wir haben vielleicht einige ein bisschen mehr versprochen von diesem Kampf. Müller verlor 2017 gegen Tabisco Mchuno um die Afrikameisterschaft im Großergewicht. Und dann hat er sich erstmal überlegt, wie geht es jetzt weiter mit mir? Ein bisschen viel verloren. Und 2019 dann das Comeback im Schwergewicht mit dem Sieg über den Kongolesen Isito Uhamni. Es ist auch eigentlich gute Hoffnung hier nach Berlin geflogen, um auch gegen Milas zu gewinnen. Er macht es gut, sieht nicht schlecht aus, aber muss da noch einen Zahn zulegen, wenn er eine Chance haben will. Und mit diesen Auslagenwechseln von Milas, da kommt es dann doch nicht so ganz gut zurecht. Aber 3, 4 Runden waren hier nicht eindeutig. Die Runde Nummer 3 ging klar an Milas, ansonsten war es ja doch relativ ausgeglichen. Für mich mit leichten Vorteilen für Milas, aber das können nun die Punktrichter auch anders sehen. Peter Milas wird von Ivan Vancic trainiert im Split. Ja, der Miller-Stand ist ja ganz gut im Griff jetzt hier. Weicht den Schlägen von Müller immer wieder aus, durch die Beinarbeit, durch Beweglichkeit. Aber man hofft sich auch mal, dass er mal wieder einen Schritt nach vorne macht, mal explodiert, mal 1, 2 Haken abfeuert, versucht der Müller da den Weg abzuschneiden, indem er ihn eben stellt und dann bearbeitet. Das fehlt so ein bisschen zur Zeit. Der Müller, der rennt da hinter dem Milas her. Also in der Runde ist nichts Großes passiert. Noch 40 Sekunden. Außer dass Milas hier vom Müller wegtänzelt. Wechseln wir mal die Auslage. Das heißt, er plant eine Aktion.
sind ja einige Prominente mittlerweile ja in die Halle gekommen. Simone Ballack, bekannt aus der TV-Sendung Dance, Promi Shopping Queen und so weiter und so fort. Sharon Evil Hasselhoff, Musiker, Bassist der Bloodhound Gang. Paul Potts wird nachher noch für Nick Hannig singen. Dort Oliver Rudolph. Regina Halmich, Ex-Weltmeisterin, engagiert sich für viele Halle. Runde 7, Round 7. So, 2 Runden noch. Von den prominenten Besuchern habe ich schon gesprochen. Von den Boxern, die da sind. Dieter Landouris ist da. Schauspieler Annemarie Eilfeld, Sängerin und Songwriterin. Michael Wollenberg, der Starkoch aus Hamburg. Der Lose Sternekoch aus Berlin. Also viel gekocht hier. Gina Bauer. Tobias Oertel, Schauspieler. Tatort häufig gesehen bei Soko, Polizeiruf. Sandy Fäse, Fernsehdarstellerin bei Berlin Tag und Nacht. Und dann auch Kevin Kuske, 4-mal Olympiasieger im Bobsport. Ronja Pritz, Schauspielerin. Marco Huck, der Boxer, Ex-Weltmeister. Handball-Nationalspieler Moritz Preuß und. Also einige Prominenz und viel Prominenz, die hier natürlich dann vor allen Dingen auch den Kampf von Nick Hannig im Anschluss gegen Rainer Liebenberg sehen wollen. Vorletzte Runde hier in diesem Schwergewichtskampf, der nicht ganz das versprochen hat, was man sich von mir erhofft hat. Milasch zeigt, dass er konditionell in der Lage ist, natürlich auch einen 12-Runder hier zu bestreiten. Sehr gut seine Beinarbeit, kann man gut zugucken. Aber es kommt noch ein bisschen zu wenig von ihm in diesem Kampf hier. Wirkt sehr zurückhaltend. Und der Johnny Müller, der haut alles aus sich raus, was er drin hat. Und das ist eigentlich auch ganz gut. So, noch 20 Sekunden in der 7. Runde und dann noch 3 Minuten. Ich meine, eines ist auch klar, wenn der Milasch sich da in den europäischen Ranglisten nach vorne boxen will, dann muss er ein bisschen mehr zeigen. Das war ein bisschen viel mehr. Er hat das boxerische Zeug, macht Spaß, ihm dazu zu schauen, aber er hat auch schon eine Schwellung unterm Auge, also abgekriegt hat er auch schon den einen oder anderen.
Also 8. und letzte Runde. Und vielleicht sehen wir noch mal einen Petar Miláš, der seine Fäuste fliegen lässt. Erstmal viele Luftlöcher, die da geschlagen wurden. Jetzt Treffer von Miláš. Ja, die rechte, wenn sie gekommen wäre, wäre sie schon stark gewesen, aber knapp am Kopf von Miláš vorbeigeschrammt. Ja, das gleiche Bild wie in den Runden zuvor. Ein laufstarker Miláš, ein bemühter Johnny Müller. Und wenig Action. Ja, da fehlt auch der Saft hinter den Schlägen bei Johnny Müller. Miláš, habe ich den Eindruck, hat nie richtig durchgezogen den ganzen Kampf. Ja, vielleicht hat er auch gesagt, mal wieder 8 Runden gehen, gucken, wie die Konditionen stimmen, wie ich da mit dem Gegner spielen kann. Das tut er ja eigentlich auch. Noch 30 Sekunden. Aber für die Boxfans war es jetzt nicht das Spektakel. Zehn Sekunden. Und dann ist dieser Kampf vorbei. Und dann geht er auch über die Punktezettel. Dann warten wir mal ab, wie die Punktrichter es gesehen haben. Ich denke mal, Miláš hat den Kampf gewonnen. Aber ja, Johnny Müller sieht noch gut aus im Gewicht. Keine Schwellung, keine harten Schläge abbekommen. Und Frank Michael Maas, Andreas Schweiger und Thomas Künzel sind es diejenigen, die ihre Punkte abgegeben haben. Daj Šugama, ja. Daj Šugama. Ima li, dobro. Daj taj šport. Stavi ovo dobro. So einen ganz zufriedenen Eindruck macht der Petar Miláš da auch nicht. Bei Johnny Müller ist auch Ruhe in der Ecke, der weiß, er ahnt wahrscheinlich, dass er den Kampf nicht gewonnen hat. Eric Vollbrecht, da ist er, der ehemalige Weltklassemann im Weltergewicht.
Kai Petzmann mit dem Urteil. Es ist ein einstimmiges Punktrichterurteil, unanimous decision. Winner of this heavyweight fight of 8 rounds tonight in Berlin im Maritime Hotel. From Croatia Split, Peter Milas. Also einstimmiger Punktsieger, Peter Milas, keine Überraschung. Aber auch eine gute Leistung, durchaus von Johnny Müller. Viele hatten gedacht, er geht hier K.O., aber er war ganz, ganz weit davon entfernt.